Well. Hallo. Ring buiten beet Zeg dat ze er gewoon beet eten merken. En van der wel wat merken dat naast zich Silpancho. Silpancho, dat is een moltiet wat in Bolivia gemerkt wordt. En die moltiet die vangt aan Cochabamba aan. En die wordt in Bolivia wonen, die weten waar die staat is, Cochabamba. En die moltiet Silpancho, die willen we van der merken. En die eten merken, die hebben maar je weinig zo'n runde heide stit. Ik dacht, ik wil me die dan ook afzaten. En van der willen we die moltiet merken, Silpancho. En er zijn vele soorten waar die gemerkt wordt. En dat kan deel recepten en video's zijn. En dit is een recept wat we nu overeen is met alles. En dat is wat we wel van der merken. Silpancho. Dat jij een beetje schijn dat zijn. Maar daar hebben we nu gewezen wat we de maand brokken. En ik leer wat een zeer schijne moltiet geven. Het ganz eerste wat we willen is de eetschakken te ver brengen. We hebben hier 2 eetschakken. Waar we die half gaar krijgen. Niet ganz gaar, half gaar. En daar wil ik weten wat we dan doen. Dat dit vlees 15, 20 minuten. Dat zijn ganz frische eetschakken. Next, wat we doen is, dan hebben we hier een pan, merk ons die uit. Dan doen we een lepel vol olive oil. Hier is dit. En dan doen we een koffel rijst erin. En dan hebben we dat hier een beetje, wat ze dan niet bruin meer, maar bloß eenmaal dicht rijsten. Den hier een beetje rijsten. En hier moeten we eindrühren. Wat je afhangt een beetje te verkleren, niet bruin. Bloß wat je afhangt een beetje zo te verkleren. En dan als dat eruit, dan willen we den ook kijken. Voor je wezen. Ja, nu vangt de rijst aan zo, dus een beetje de kleur gechanged. Je ändert. Nu vangt een beetje aan wit te worden, wel die grootste van bruin te worden. En dan nemen we den eraf. En dan doen we den nog een beetje afspelen. Dus dan hebben we zo'n meelje gemaakt, waar we den gescheit dicht spelen. En daar willen we den kijken. Ja. Gelijk zo staat. Nu willen we den een beetje dicht spelen. Kijk, zijn dat vangt voets aan zo mehlig te worden. Waar den uit 2 checken mal dicht. Uit 2 dicht spelen met klaar water. En daar willen we den kijken. Oké, nu hebben we deze met rijst 2 dicht gespeeld. Hebben we al dat meelje eruit gespeeld. Hier hebben we 1 koffel rijst, 2 koffel water. En nu willen we ons den gaan kijken. Dat wordt niet zo lang duren. Wat ik doe is, ik breng den wat een kijken en dan laat ik den 4 minuten kijken, dan schrijf ik den touw en dan wordt hij goed. Ja. En dan doen we een beetje zout maken, zodat het weer aan het leven. Ja. Bij het hier en dan den wat een kijken brengen. En dan laat ik den about 4 minuten kijken en dan schrijf ik den touw en dan wordt hij goed. Dat is een rijst wat ik naam basmati. Die kan je zo'n rijst brokken als je wil. Je weet je wel. Schwener, we laten het in goed maken. Nu willen we ons den ook goed kijken en dan wordt het weten wat we next worden doen. Als je wat er nog doen, dan doen ze nog een nata theelepel zo'n beef bouillon, er zo'n kalde de res, een beetje pulver zo maken. Dan maak je bloß een beetje weniger zout, dat het niet te saltig wordt. Dat geeft een zeer schijnlijke smaak. Eins je doen ook niet, dat is je dan op te doen. Oké, dan moeten we nog een salsa maken voor deze moltiet, wat zich naam Silpancho. Hier hebben we 2 jalapenos. Hier hebben we een rode peperschout, dat naam zich bell pepper, of chile morron. Hier hebben we een gele peperschout. En hier hebben we een bruine peperschout, dat zal ook zo'n zijn stet, maar we houden niet zo'n soort, dan doen we deze brokken. Hier hebben we 3 bakkeljanen. Roma bakkeljan, je kan zo'n bakkeljan hier aan de garden hebben. Hier hebben we een purple, of een rode sippel. Daar hebben we 1 eetlepel erik, apple cider vinegar. Dat is zo'n erik van appeltje melk, die kan anderen brokken wat je wil. Hier hebben we dan zout, zoveel als dat wordt veel. En hier hebben we 1 theelepel olive oil. Aceite de olivo.
So, en hier haben wir noch was genannt Cilantro. So, dat wollen wir das machen, wieder gleich. Wenn nicht, dann lädt ihr das uit. So, nu wollen wir uns den Salat machen. Nu haben die Erdschalen von euch für 20 Minuten gekocht. Nu wollen wir die Rüt nehmen und lassen aufschälen. Dann wollen wir die Lot abrotten. Okay, nu checkt mal, nu haben wir alle Kreuz, alles so schmack 2 geschnitten. Und dann wollen wir das dann nehmen. Die hele Peperschoten und Cilantro. Die grüne Peperschoten. Jalapenos. Und dann hier noch die rote Peperschoten. Und dann die Bacalhane. Und dann wollen wir das Soja verdergerieren. Wat je in dit salsa, dat schmeckt beter, wenn das auf ein Stoßchen gestoßen. So, nu wollen wir das Fleisch reinmachen. Mit andere alle. Und was das rein ist, dann wird das auch rein sein. So. Und dann tun wir das Olive Oil machen. Und wenn die glauben, jullie wel een flip meer maken dan doe je. Hier is dat Erik, dat Opel Erik. Je kan andere Erik gebruiken wat je wil. En dan zout, doen we er dan zoveel nemen als wie geloven. Eerst een beetje. Dan dat zou je verdergerieren en dan een beetje smaken. En dan doe je nog meer maken wanneer het veel. Ja, nu wou dat zou je verdergerieren. Ai, dit wordt maar zo'n schöne salsa hier. Dan kan je dat gewoon smaken. En wanneer die geloven er veel meer Erik maken. Olive oil oder zout. Dan doe je dat. Dit is niet neer. Door krachtjes gaat het liggen. Ja. Nu willen we den sehr verdergerieren, dan willen we den wegzaten en dan willen we dat eeuwig eruit maken. Voor je het wezen. Zo schrijven. Okay, dann werden wir uns das Fleisch addieren, den Silpancho machen. Hier haben wir vielleicht ein halbes Pfund Fleisch, vielleicht ein halbes Kilo. Das gemoldete Rindfleisch, Ground Beef. Eins gebrochen mit anderes Fleisch. Dann schmollet sehr gerne Stremel. Dann ist das dann klappen, aber wie dann von dem mit gemoldetes Fleisch fehlen dann das auch. Und hier haben wir 2 Eier, eins dann Eier machen, eins dann nicht. Ich will von der ein Ei. Und wenn jetzt so eine kleine Dübeneier sind, so ein kleines Dübeneier, dann wollen wir 2 Eier machen. Und was eins dann nicht. Aber wie wollen von der? Salz und Pfeffer wollen wir dann so viel als wie gleichen. Und ich gleich haben wir ein bisschen Pfeffer. Ja, weil das nicht so schrecklich salzig. Und dann ist das nach Comino, Cumin. Da wollen wir einen golden, runden Achtel, 2 Lepel Comino. Eins gleich durch den Teil machen, eins vielleicht überhaupt nicht, dann tue ich nicht. Ah. Und dann, was wir dann tun, ist dann hier haben wir Brotkruimels. Wir haben hier von der Panko Brotkruimels. Und dann werden wir das durchkneten. Und dann wird ich wiesen, so dass er nur dick wird. Und dann wird ich wiesen, was wir nächste wollen dann. Wir wollen das sehr durchkneten, aber das fein, dick und hart wird. Und dann wird ich wiesen, was wir nächste wollen dann. Das wird von dir eine sehr schöne Moltiet geben. Okay, dann werden wir den Silpancho merken. Hier haben wir Stein, dort meint man mit einem Stein, wo so, weil das nicht, das kann die Indianer früheste Frauen in Bolivia. Aber immer haben, die können das mit einem Roll halt tun, aber dann ist das nicht original, dann ist das nicht so sehr dort. Dann tun wir hier was Brotkruimels nehmen, das ist dort. Dann nehmen wir einen von diesen Bowls. Ja. Dann tun wir hier, die können Plastik losbrauchen, weil nicht sind, das nennt sich Parchment Paper. Das ist mit einer Sorte Papier, was sie brauchen, um eine Plaute zum Tabak backen. Und dann, und dort meint man mit einem Stein. Da meint man dann einen anderen Geschmack. Und über den sehr gern mehr, ein bisschen gern aus den Tortillas. Sehr gern. Wir werden ein bisschen kicken. Und dann wollen wir hier mal ein bisschen, was ich reingehen, dass die Ursache, was so viel Brotkruimels machen, kneden ist, dann kriegen sie ein bisschen mehr Rüt, dann kann ein bisschen mehr Menschen fighten, dann braucht das nicht so viel Fleisch. Ich habe Menschen in Mexiko gesehen, die gut Beet zu essen, dann braucht das nicht so viel Fleisch. Und das wird hier passieren. Bei immer haben, nu werden wir den sehr fein mehr. Und ich check mal. Das werden wir alle näher prassen.
Eieiei, was ist denn das? Und dann mit dem Stein. Seid ihr mit einem runden Stein, aber hier bei Struckland, hier ein Steinfinger bestarrt, da meint noch was. Ich bin schon wieder mal ein Stein oben, das ist ja noch da. Ja, nicht check mal. Oh. Die kann ich doch mal in den Rad halten, aber das braucht dann das Stein nicht sein. Das schafft auch sehr fein, aber ich dachte, ich kann den Stein hier ranlegen, die check mal. Holle. Wo den mit andrehen, na wo von anderen Seite dort noch mit da. Wow, check mal. Wow. Eieiei, nu hebben we hier nog een beetje meer op. Dat gaat schijnbaar eten spelen, niet? Wow, nu kijk maar. Nu hebben we het papier hier weer op en dan met een stein. Klappen. En eigenlijk wie zijn nu zo mooi vorig met die. Nu kijk maar. Allee. Dit wordt een zeer fijne Silpancho. Check mal. Ja, mit Schweinerie, dort war es der Basen zum Schweinerietöpfchen. Dort check mal. Eieiei, nu kan je den så mooi mes, og den har mes bitte der aber. Ja, check mal. Nu wil den zijn in een pan aan te krijgen en dan wil den broden. Dat is zeer fijn. Woehoe, vrijwel te bijna. Oké, de eetschappen hebben we lopen aufteilen. En dan hebben we een stremeltjes kollers gesneden. En dan hebben we die zeer smak bruinbroden. Waar we hier alle krakjes dit opleggen. En dan hebben we die einzige dan die een duipet vaatbroden, maar we worden van die niet. Dat geeft nog mooi genoeg vaat. Ja, zo staat, waar we alle hier zitten op en dan worden we alle zeer smak bruinbroden. Nu kijk je mal, de eetschappen vangt er aan zeer smak te lopen. Nu willen we dat vleesbroden. Oké, nu kijk je mal, nu willen we deze Silpancho hier oprollen. Dan rollen we een beetje dit op. En dan willen we in de pan aanrollen. Oké, nu willen we hier naar rollen. Nu kijk je mal. Hou de pan zo fijn uit met een beetje water. En dan willen we den hier zeer fijn bruinbroden. Nu kijk je mal, met een grote pan en we zetten de vel ganz op. Nu wil ik je wijzen waar het zit van deze koers. En wanneer je wel, dat wil ik een beetje groeven zout hier zo zitten op. En weer een peper leg, groeven peper, daar wil ik een beetje groeven peper, daar alle een beetje hebben. Ja, en waar je dat niet legt, dan doet dat uitlopen. Dan zit er van zeer smak te lopen. Nu kijk je maar, nu wil ik deze Silpancho omdraaien. Ik hoop me gelijk dat. Oké, nu kijk je maar. Woehoe! Oh, den hebben we dan een klein beetje aan de bruine zijde erbij. Ik weet wat zeer schijn smaken. Ja, kijk je maar. Oké, dan maken we ons nog 2 eierbroden. We hebben hier een beetje kleine eier van jou, dat zijn meestal stuven eier, maar dat worden we in schoven. Meeste mensen dan bloß 1 eier, maar wenn dat zo'n kleine zijn, dan worden we 2. Krijg ze start. Wow, dan nog een krijg ze start. Oké, dan willen we ons den Silpancho nu mal aan. Ja, hier hebben we een grote schijf. Dan nemen we die in die kerkende ries. Dan ons den ries is dit zo fijn gaan, dan beetje een bad merken, beetje de madrats. En dan nemen we den Silpancho. Dan we den door ze starten op, die zal de ganze ploet. En dan, wat we dan doen, is dan nemen we de eetschakken. Die vliegen hier zo dit aan. Krijg ze start. Oh, ik had al je smaak, de eetschakken, die smaken was zeer fijn. Zeer, zeer schijn. Kijk maar, dat laat een beetje van de zon zien. Ja, kijk maar dat.
Und dann, was wir dann tun wir die Eier hier steht so nähern. So kriegst du es dort. Und dann, was wir dann tun, ist, dann nehmen wir das sehr schöne Salsa. Da wird hier ein bisschen steht. Nun fliehen. Check mal das. Ich habe auch geschmeckt. Dort erst über sehr schön. Und dann, weil wir eten, nu kijk mal, ich wollte dort noch von dich beweisen. Dort erst ein, was sie nennen, Silpancho. Okay, da werden wir mal diese schöne Moltiet, was ich nenne, Silpancho eten. Was ich immer sage, wir haben sehr dankbar sein, Gott hat uns sehr gesegnet. Die leben, die sind abgestoßen. Und das erst nicht immer so, wie das wollen, aber Gott ist mit uns. Gott stärkt uns, Gott tröst uns. So, nu wollen wir eten. Und ich lege immer alle ein bisschen Peper über. Ich sage, wo die Eier dort noch alle ein bisschen Peper über und die was Salz und noch alle ein. Und nu wollen wir das Silpancho schmecken. Und weißt du was? Proef noch mal was Neues. Weil viele Menschen, die gehen durch im Leben, die sagen, ich wünsche, ich habe das getan. Ich wünsche, ich habe das getan. Ich wünsche, ich habe das geproeft. Doe das. Wenn nicht klappt, dann proef je wat anderes, aber proef something. Mir klappt das auch lange nicht immer so, aber ich spreche mit Motto. Was immer je wollen, proeven, als das Eten merken ist oder was immer das ist, proef das. So Mensch, was keine Fehler merkt, der das auch nicht. So. Nu werden wir das mal schmecken. Von der habe ich keine Salsa Bier, ich habe das Salsa eingeriert mit den Peperschoten, mit den Kindern alles zu machen, die Jalapenos. Und das Coca-Cola, ich würde dann sagen, der ist von Bolivia, der ist nicht, aber hier oben ist der. Oh, Mamma mia. Und für das hat mir für mehrere Jahre gefragt. Oh, aber ich wollte sagen, die Freude ist das, weet je was. Ich glaube, ich wollte irgendwas warm merken, nicht mehr. Und dann die schöne gebratene Eier dabei. Das ist, wo der Mexikaner sagt immer, huevos con papas, huevos con frijoles, huevos con fideos, huevos con todo. Merkt das auch. Merkt das auch, weil mit Tita nehmt die Titen, die Itcher und die Keier und Feen nachkehren. Das sind die Reihe, dann braucht ihr das auch nicht. Aber der Ries, die Itcher und das Salz und alles zusammen haben, wie man das Fleisch. Wow! Guck die Proben dort und lass mir weiter, von wo ich sehen, was ich dort geglackt habe. Dankeschön.